Dann steht der Mann mit dem Anzug davor. Auf mich die Kamera gerichtet. Ja, ich vermute jetzt mal, dass das wie eine Taschenlampe sieht es nicht aus. Kriegen wir da Tantim. Franz, erklär mir das mal mit dem Wasserskifahren hinterm Schlauchboot. Ich meine, wir machen das. Wir haben allerdings auch, weil wir ja viele Tourenboote haben, höher motorisierte Boote. Wir haben auch kleinere Boote mit 15 PS. Und da würde mich jetzt interessieren, was empfiehlst du, um mit dem Schlauchboot Wasserski zu fahren? Welche Motorisierung empfiehlst du, damit die Leute sagen, ich will mir jetzt nicht so einen riesen Motor da dran hängen? Gibt es da Tricks, was man da machen kann? Erzähl mir was. Ja, lass uns mal ganz unten anfangen, oder ganz einfach anfangen. Hinter einem Schlauchboot mit 10 PS kann man bereits diese Fanggeräte ziehen und das macht den Kindern ja vor allem einen riesen Spaß. Da zum Beispiel so ein Reifen, wie er da hinten steht. Ja, die werden ja auf den Flüssen auch viel benutzt. Die haben ganz wenig Widerstand und dadurch zieht auch schon ein 10 PS Boot diese Dinger ganz gut und es macht natürlich einen riesen Spaß. Und das verlangt dann eben nach ein bisschen mehr und mit 15 PS kann man dann sogar schon mit 2 Wasserski fahren. Ich habe mal eine Wette einstehen müssen oder einlösen müssen. Das war in Paris. Da habe ich so, naja, in Bierlaune gewettet, dass ich hinter einem 18 PS Schlauchboot mit Monoski starten kann. Das ist ja für einen Erwachsenen ist ja 18 PS schon so grenzwertig. Gut, das ist aber, da braucht man dann einen Trick dafür, aber den verrate ich und den sage ich auch mal gern den Leuten, die so einsteigen überhaupt. Wenn man direkt gerade in gerader Linie hinter dem Boot hängt, dann ist das sehr schwer. Die würden mich also niemals da rauskriegen. Aber dadurch, dass ich dann rechtwinklig zum Boot, zur Fahrtrichtung, rechtwinklig an der Leinenlänge praktisch im Wasser sitze, kann das Boot erstmal anfahren, hat seine erste Kraft für sich gebraucht und kann mich dann hinterherziehen. Und das hört sich kompliziert an, ist aber ganz einfach. Zum Beispiel an allen Wasserskiseilbahnen, das ist dieselbe Technik. Das Seil läuft quer, der Läufer fängt von hier an zu starten, von 0 auf die Geschwindigkeit des Seils. So ist auch hier, der Läufer startet von 0 auf die Geschwindigkeit, die das Boot bereits hat, eben mit der etwa 25 Meter langen Leine. Also das bedeutet, das Boot gewinnt dann schon eben an Geschwindigkeit und du hast nicht diesen Anzugverlust, wenn du startest mit dem Boot. Richtig, genau. Das ist der Trick. Gut, sagen wir mal, so richtig Spaß macht es so ab 30, 35 PS. Wir sind auch schon barfuß gefahren hinterm Schlauchboot. Das hat einen Vorteil. Das Schlauchboot macht eine ganz kleine Welle. Da kann man wunderbar in der Welle fahren. Aber da braucht man schon mindestens 65 bis 80 PS. Wobei ja die Wakeboarder eigentlich gerne eine Welle wieder haben, ne? Ja, das ist umgekehrt. Die haben ja hauptsächlich Boote, die eine Welle erzeugen. Und das kann man entweder mit so einem Boot, wo jetzt wie so ein Z-Antrieb wie an diesem Boot ist, oder aber mit einem ziemlich schweren Schlauchboot, wo man eben den Motor dann etwas hochstellt, dass das Boot sich hinten ins Wasser drückt. Aber da wollen wir hier eigentlich nicht so von reden. Da müssen wir über 100 bis 150 PS reden. Aber beim Schlauchboot, wie stabilisiere ich das Boot, wenn ich jetzt so ein bisschen auch Fun haben will beim Wassersport, wenn ich ein bisschen Slalom laufen will? Ist ja die nächste Stufe, nachdem man dann endlich weiß, wie man rauskommt und geradeaus laufen kann, will man ja eigentlich ein bisschen Spaß haben. Da gibt es ein ideales Gerät dafür, das ist eigentlich, ich glaube, voriges Jahr ist auf den Markt gekommen. Wir haben es auch hier stehen. Das kann man am Boot, am Schlauchboot oder an jedem Boot hinten festschrauben. Aber dazu haben wir eigentlich hier im Moment sogar einen Spezialisten. Ich glaube, das ist der Hersteller oder zumindest der Vertreter des Jérôme aus Belgien. Und der kann uns das Ding noch etwas besser erläutern, als ich das kann. Aber ich finde das Ding einfach prima und praktisch. Ja, Franz, ich bin aus Holland. Aus Holland, Entschuldigung. Ja, wir sind Hersteller von Turboswing. Das ist die Bügel, die man montiert direkt auf dem Außenboden. Man braucht diese Originalwurzel für die Hängung für das Motor. Man montiert darauf die Halterungen für die Bügel. Und das Prinzip ist, dass man immer zieht von das Drehpunkt des Boots. Das ist die Außenbord. Für jede Größe von Boot, habe ich gesehen. Entschuldigung? Das gibt es für jede Größe. Für jedes Motor, ja. Weil die Brecke des Motors ist immer gleich mit, für alle Marken. Wir haben eine Universalhalterung für alle Marken. Ja, haben wir für von 30 PS bis zu 350 PS und auch Doppelmotor. Ja, okay, Dankeschön. Herzlichen Dank. Und das ist dann quasi, das stabilisiert quasi dann auch das Boot, also in unserem Fall dann das Schlauchboot, sodass das nicht immer von einem Punkt ausgezogen wird, sondern das läuft dann rund, sodass, okay, prima. Das verhindert das Querziehen des Bootes
und es ruckt nicht für den Wasserskiläufer. Das sind die zwei großen Vorteile von diesem Gerät. Super, herzlichen Dank Ihnen und dir, Franz, für die Tipps. Das mit dem seitlich starten werde ich demnächst mal ausprobieren. Und nächstes Jahr werde ich dann berichten, ob das geklappt hat. Dann machen wir bitte auch eine Wette vorher. Ist in Ordnung. Danke, tschüss. So, jetzt muss ich noch mal auf...